Ich habe Musik gelesen. So, weil wir unseren Prediger, unseren Pastor sehen, dass er jetzt kann arbeiten. Dankeschön, Bruder, dass du auf dieser Stadt bist. Dankeschön für Eduard, für sein Leben. Und ich bete, dass du wirst am Wild geben, was du wollen, gleich vom Jesus kommen. Dass du wirst mit am sein, dass du wirst am seine Tongue leicht merken. Und dass er wird nicht von seiner eigenen Klugheit reden, aber von der Weisheit, was vom Boden kommt. Und du danke ich dir. Musst du hier so auf dieser Stadt sein von dir. In Jesus Namen. Amen. Amen, amen. Du bist klug, Abraham. Lest hier kurz von was ich predige, aber das ist fijn. So, wanneer ik nu wel een rood zal merken, dat er dat boete rode zal, Abraham. Wat wil ik dan niet doen? Nou, sehr fijn, dat had ik niet gerekend. Ja, wie willen van jou van Duimut reden? Wanneer die niet een goede aanstelling had, als die naar de kerk komen deed, dat die bremsen geen aan, naar irgendwas van ik veilig deed, dan best naar de rechte stedje komen. En hier kan van jou gaat die aanstelling dan anders merken, dat die kan nur zien willen, nur eingesteld zijn, en dat die kost anders denken. Wir wollen von jou endlich wiedergehen von Feitmal. Feitmal fällt ich mir so, wir können monatelang plus von dat Thema predigen, von der Einigkeit, was wir Feitmal hier die atmet hier, dat is all op den Schoot von den anderen ze leggen daar. En als het niet meer einig wäre, dan plum, dan klukste ze alle taub, nicht so? Dat wat wir Feitmal met abheren daar, dat wir van dat gebed, wo Jesus in Johannes 17 sagt, te laat, ik bid dat ze worden zich einig zijn en ik bid dat ze in de lijf van den Vader worden wiedergaan. En dat interessante is, Jesus betet, so, hij vraagt God nu. En we weten dat, we zijn ons niet alle einig en de einigheid is niet perfect. Aber wir weten dat de Einigkeit der Wort noch perfekt worden. Und weet je, wenn Wort wie dat weten? Wenn Jesus heeft te veel gebed. En alles voor wat Jesus betet heeft, dat passiert. Also, wir weten, de Einigkeit wat waren hergestellt worden, perfekt. Wenn es im Himmel sowieso nicht in der Ewigkeit an der anderen Kant, du war wie keine Uneinigkeit einer Person oder einer Säule, aber immer wieder danach wollen haben. En hij komt deze week op een tekst, en dat is Philippa kapitel 2, de eerste 11 vers. Los ik in mijn persoonlijke tijd. En dat redt van deemutig zijn. En dat is een zeer bekende tekst. We willen den tekst van jou einfach eenmaal vers voor vers lezen en den doorgaan. En we willen God vragen wat hij voor ons heeft. En weet je wat interessant is? Ik had gebed al jarenlang. Dat we kunnen eenheid, wat ik allemaal weet is dat we hier kunnen eenheid hebben, ook in mijn familie thuis, ook met mijn ouders, mijn Schwester. Wunderbar ist und ich habe eine sehr enge Familie, nicht, dass das alles einmal perfekt ist, und nicht, dass wir uns nochmal uneinig waren über gewisse Sachen, aber im Großen und Ganzen sind meine Schwester und ich, wir sind eine Familie, wir lieben uns, und ich glaube, wir thuis, mit unseren Kindern auch, und ich glaube, diese Familie läuft sich und ist sich einig. Aber ein Gebet, was ich auch habe, ist, dass von hier nach Rüd kann gehen in eine andere Geschwister, die wir in eine andere Gruppe haben. Und die Sache ist, ich kann aber als Mensch, als Fleisch, kann ich mich bloß reitstellen, dass ich wo Part von der Einigkeit sein, aber ich kann nicht merken, dass die anderen auch dasselbe was tun. Was interessant ist, wenn ich mich aufmerke, wofür dann Gott kann, dass die anderen sich auch aufmerken werden. Und ich kann das diese Weg al voets erfahren, al voets denkt sich so overs, hat eine Person, ein Lehrer von einer anderen Kirche, wo ich nicht kenne, was hier von jemand ist, der hat auch Jahre dafür dasselbe Gebet gehabt, dass er will Einigkeit im Körper Christi sein. Und durch Konnektionen von anderen Christen, dann, wie wir auf einmal feier Personen taub und wie wir von 3 verschiedenen Kirchen und wie diese Feier, was wir taub wären, und wir vertaalden bij Hof einde nach een beren taub en horen Gemeinschaft. Diepe, jesliche Gemeinschaft im Jes. Hoe schafft dat? Met andere Kirchen. Je bereidt wat ganz anders Kirchen als wie. En du wirst keine Fall von Beschuldigung, keine Fall, du darfst nicht so gut als wie, die sind nicht so heilig als wie, die sind nicht so gut als wie, du wirst leben. Wenn es dort ist, wo Einigkeit kann passieren, wenn du live ist.
En we waren diesen Tag mal lesen, Philippa 2 von 1 bis auf. Wir waren den hier non strolen und wir wollen den ganzen Tag lesen. Und wie der letzte, wir waren einfach den ganzen Tag immer lesen und dann haben wir den übergehen. Es ist ein sehr wunderschöner Tag, ein sehr bekannter. Und lest hier mit mir mit. Merk je untereinander mutig in Christus? Treus je junt leiftolig? Hab je in Jezus Gemeinschaft? Sind je von Horten Goud? Und kann je mitfeilen mit die wat lieden? Dan merkt mir ze recht Frau, dat je junt einig worden, junt alle glicken Goud sind, junt Goud vertrauen und nur einerlei streben. Sieht nicht nur sich und ihr jiet sich viel mehr ach den nächsten Hecher aus junt selbst. Je soll nicht bloß nur dort kicken, was junt selbst interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. Sieht einander so gesonnen, als Christus Jesus selbst wir. Und von hier an wieder, weil ich ans Frau, dass wir alle taub lesen dann. Das wird non gestrahlt, das ist, wo Jesus selbst wir. So von 6. Vers, lest mit mir taub Lüd in Chlor von 1, 2, 3. Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber dort sagt er nicht so an, dort er dort mit Gewalt vorstellen macht. Er tragt sich dort so aus Gott seinen Üt, nahm eine Gestalt aus ein Knecht und ward dadurch so aus wie Menschen, geboren aus ein Mensch. Deimütig mög er sich gering und ward gehorsam betten Tod, jo, betten Tod Kreuz. Doorheen heeft God hem ook heel gehoven en hem einen Namen gegeven, der über alle Namen steht. Im Namen von Jesus sollen sich alle Knieën im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beten. Und alle Zungen sollen zu Gott seine Ehre bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Halleluja. Alle Zungen sollen zu Jesus Christus bekennen, dass er Herr ist. So, diesen Tag, so ist Jesus demütig zu sein. Das ist eine Freude, dass wir keine Demut haben. Dass wir nicht brücken uns selbst erheben. Wenn wir mal die ersten 2 Verse bekicken von diesen Tags, 1 und 2, die sagt so, merkt ihr einer den anderen mutig in Christus? Treus ihr leiftolig? Habt ihr im Jesus Gemeinschaft? Sind ihr von Horten Gold und kann ihr mitfeilen mit die, was lieden? Hier reden wir, hier wie in diesem ersten Vers, hier wie live. Wie hier, wo der live hier abgenannt wird. In viel Werk können wir nicht sehr nennen, aber wenn wir alle Einigkeit haben, dann können wir den nicht von Büte bematten. Das heißt, wenn wir sagen, wir können noch uns alle über ein anreichen, wir können noch alle über ein singen, wir können alle denselben Bibeltexte jedes Mal lesen, das wir können so, dass wir alle jeden Tag, nun lesen wir Johannes, nun Matthäus und so weiter. Das merkt uns noch immer nicht einig. Die Einigkeit, die passiert, wo eine Relationship ist, wo eine Gemeinschaft ist. Eine Relationship auf Englisch oder eine Relation auf Spanisch, eine Gemeinschaft auf Plattdeutsch. Das ist, was wir als Personen haben, das ist, was wir als eine Ehe haben. Das ist, was wir als Freunde haben oder als Freundinnen, als Amigas haben. Das ist eine Gemeinschaft, wo eine Connection passiert hat. Und wo live das Material ist, was Sachen taub bringen hat. Und weet je wat we weten dat Einigkeit durch passieren kann, wo der Leib herrscht ist, wenn das ist, wo wir fehlt, mal abhören. Jesus sagt, sie sind so einig, als der Vater und ich uns einig sind. So einig, als Jesus und der Vater sich sind. Das wäre nicht mal auf der Seite steht. Wir glauben uns mal, wenn wir uns einig sind, dann wir uns auf der Seite steht treffen. Wir müssen alle hier sein. Aber wir glauben, nee, in Jesus und der Vater wir nicht. Wenn Jesus wir kriegen hier auf der Erde, und der Vater wir an eine andere Kant, an der Ewigkeit, oder am Himmel, oder wo immer wir dort nahe wollen. So hat Jesus wir raufgekommen, nur ihr hat sich raufgelassen. Und trotzdem wäre sie sich einig, wenn du wie eine Leibesverbindung zwischen den Vater und seinen Sehen. So, wenn du was Einigkeit erfährst, dann ist der Leib das wichtigste Ding, was du in deiner Zeit nennen musst.
das Text, der wird geschrieben im Gefängnis. Paulus hat eine schwere Zeit, er war im Gefängnis. Und er merkt den Menschen Mut, dass sie alle den Leib flehen. Wenn sie sagt, dann merkst du gar einen Unterschied, wo er sich im Gefängnis feiert, tun, weil sie sich untereinander vertrauen. Wenn sie sagt, wenn die untereinander zanken, streiten, dann hat er das schwor im Gefängnis. So, die Einigkeit, wie es wichtig für den Körper Christus. Und dann sagt es hier, der erste Satz sagt, merkt ihr mutig in Christus? Das ist eine Frau. 30 Jahre leiftolig. Und so, diese Leib, was wir durch haben, das ist der Leib, was Gott in die Namen plantet hat, den Tag, wo du arm annehmen ist. Diese Agape-Leib, das wie die Kernfilme, das ist ein Leib, das Gott so viel in jeder einen von unseren Horten hat, dass du immer genug hast zum Rutschellen. Wenn du glaubst, du hast nicht genug Leib, Gott hat dir all in die Nähe geplant. Weißt du, wenn du Jesus hast, hat dir all in die Nähe geplant. Das ist Zeit, den Kron bloß abzumerken, in die Eberschelle zu lassen. Und wenn du den Kron abmerken willst, vielleicht wird sich das am Anfang so sperren, als wenn die Kron ein paar Blattbieter hat, aber wenn du bloß Schäle lässt, irgendwann dann wird die das Verschleckte du weichgehen, dann wird das einmal böse Schäle kennen. Und dann wirst du Leib in die und mit der Schwester. Wenn du sagst, mit mir und Gott ist alles gut, aber mit den Brüdern, mit den Brüdern und den Schwestern, du hast ja alle wenn Kämpferien und Streiterien im Haus, dann direkt einmal den Break nennen, hold on und denk, wo schafft das? Kannst du mit Gott alles gut sein, wenn das hier mit den Schwestern nicht gut ist? Wenn es die Bibel sagt, ist das, Johannes 13, Vers 34 und 35. Ich gebe ihnen ein neues Gebot, sie sollen untereinander gut sein, krieg so ich ihnen gut was sie. Ihre Leib füreinander soll genauso groß sein, als meine Leib für ihnen. Wenn die Leib untereinander haben, wird alle Mann sein, dass die meine Jünger sind. So, wo waren die Seine, dass ich Jesus in Jünger sehe? Meine Leib nur Jesus? Nein. Die waren das Seine hier mit meinen Menschen. Und dort ist ungefähr so ein Kreuz. Wenn ein Kreuz, dort steht Glück. Das ist von mir oder von ihnen Glück ab und dann Glück das wäre der andere Stand, nicht so? Und dort schafft einfach, dass es schafft das. Wenn ein Kreuz, wir können uns das immer vorstellen, ein Kreuz ist das. Das bedeutet, das ist wichtig, krieg so wichtig, meine Leib hier nur Menschen, als meine Leib nur Gott. So, wenn ich das Kreuz so bekicke. So, was ist, wenn das hier manche Menschen nicht schaffen, das Schrotz ist das Kreuz. Erst das Kreuz dann gleich nach, dann steht das auch Schrotz. So, das ist, wenn mein Verhältnis mit Gott nicht gut ist, ist es mit den Menschen nicht gut. Und umgedreht auch, wenn mit den Menschen nicht gut ist, dann kann es mit Gott auch nicht gut sein. Und ja, einmal waren du vielleicht Situationen sein, wo man geleistet wurde. Aber ich meine, im Großen und Ganzen, wo ist dein Leben? Hast du alle, glaubst du, dass hier ist es gut, aber nur ein Mensch schafft das nicht? 30 Jahre leiftolig. Hab je in Jesus Gemeinschaft. Diese jährliche Gemeinschaft ist wunderbar. Dort ist ein Ding, wo du und ich eine Fähigkeit haben, dass kein anderer Mensch auf dieser Welt. Wie als Kinder Gottes, wir können eine Gemeinschaft haben, du kannst irgendwo in der Wille 100 ankommen und du kannst ein Kind Gottes sein und vielmal bei einer Minute fällst du. Oh, hier, ding, hier ist irgendwo, hier ist eine Gemeinschaft. Und weißt du, kannst du dann auf einmal den Hort, kannst du eine Connection merken, wir haben manchmal auf Reise. Dann auf einmal fängt wie du andere Kinder Gottes, die leben ganz anders als das Leben aus, als wir das gewohnt sind, aber auf einmal durch eine Verbindung. Hey, so wird auch mal erfahren, das ist die Verbindung, die wir im Jesus haben. So können du und ich das haben. Viele Mal dann, wie du ein Teil weniger abpassen, aber Gott hat uns so gemerkt, dass unser Jesus sich connecten und dass wir im Heiligen Jesus Gemeinschaft haben. Wenn wir sind, wir haben den Heiligen Jesus. Jeder einer, wer Jesus Christus als Herr bekannt, der hat den Heiligen Jesus. Wenn es die Bibel sagt, ganz klar, du kannst Jesus nicht als Herr bekennen, als ohne den Heiligen Jesus. So, wenn du den Heiligen Jesus hast und ich den auch habe, das bedeutet, dass unsere Seele hat die Möglichkeit, sich zu connecten, bittergewöhnlich, übernatürlich, dass wir das nicht erklären können.
En dan zegt het, zend je van harten Gott. En hier, dat is een zeer fijne überzeugung, wenn wir reden so. Wir reden aber, ich mein Hort ist die Gott. Aber weet je wat dat woord hier werkelijk is? Du sagst het gleich Hort im Griechisch. Weet je wat dat du sagst? In een dorm. Best du den nächsten ook in een dorm gaat? Oder in die nieren, oder in die Bernstedt? Dat is het woord wat het hier gebruikt. Best du den Bruder in een dorm, oder in een nieren, wat wil dat zijn? En dat, wie gebruiken van jou dat Hort? Want wie zei, ik zie die Gott, dan wordt wie bozig aan zijn Hort rubbelen. En dat is wat we van de reden, niet zo van het Hort. Maar dat is het Bernstedt, dat wat die Bernstedt. Want die tijd waar te veel mal van je redt, ik zie die van een nieren Gott, ik zie die van mijn dorm uit Gott. Wir würden uns ein bisschen sposig feilen, wenn unsere Früh oder Monat, wenn wir uns dort anreden würden. Aber das, was das hier sagt, der würde sich von der Dorm utgehen. Und kann je mitfeilen mit dem, was leiden, du kannst dich am Armen, du kannst dich mitgehen. Dann merkt diese reiche Frau, dass sie einig waren und sie alle gleichen Gott sind. Sie Gott vertrauen und nur einerlei streben. So, hier redet es von der Einigkeit, dass wir uns einig waren. En Epheser sagt, dat we zullen de eenigheid behouden. En hier zegt dat we zullen ons einig worden. Ik geloof dat het allemaal een proces dat we dat houden en dat ook worden. Wenn einmal komen er vielleicht an Einigkeit dazwischen. En dan moeten we ons weer einig worden. En we kunnen, wanneer we anfangen, einerlei te streven. Dat is wo wir die Einigkeit vinden. En deze eenigheid, die is bloos in Jezus Christus. Dat mag we. Denk dat zoveel als we vertalen dat. Met deze leraars van kerken, van andere kerken. Mooi wie we bezig, wie de eenigheid in Jezus Christus kunnen vinden. Geloven we alle dat Jezus Christus van een jongvrouw geboren werd? Ja. Geloven we alle dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is? Ja. Geloven we alle dat Jezus Christus opgestaan is van dood en ons niet het leven durch zijn opstanding heeft? Ja. Door in Jezus, in deze Hauptbotschaft, wie wir uns 100% einig. Vielleicht in einige andere Thema's, betest du in Tongue? Ah nee, best nicht gut. Des du Wunder, und des du sind und des du Jan, du würdest wir vielleicht hastig uns können aneinig worden. Aber weißt ihr was? Wir können durchbleiben in dieser Hauptbotschaft, Jesus Christus. Und wir können uns ein Leben aufmerken. Und wir vertellen jeder einer sogar von der schwachen Seite, was wir hören. Und wir können das tun. Wir können uns jenseitig trösten. Wir können uns jenseitig gut sein. Und dann werden wir Vers 3 bis 5 einmal wieder bechecken. In diesen Text. Sieht nicht nur sich und irrt sich. Vielmehr acht den nächsten Hecher aus jüngst selbst. Hier wird noch schön sein, wenn das Wort en Demut acht den nächsten Hech aus uns selbst. Das wird Demut, hat sich hier nicht neergestellt, wird schön sein, wenn das noch auch fashion wird. Je sollen nicht bloß nur dort checken, was uns selbst interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. Sieht einander so gesonnen, als Christus Jesus selbst wir. So, Demut. Wir sind bei dem Hauptthema von uns Sonntag angekommen. Ein Prediger vertelt, wo hij anfängt an eine Kirche zu arbeiten. Hij wird der Jüngste so von der ganzen Equipe, so der hat mehrere Predigers, wie eine geratere Kirche. Und hij vertelt, wo du anfängt zu arbeiten. Und dann eine Weg, dann kam ein von den älteren Predigers noch an und sagt, ich habe even für die gebeten, mir fällt sich so, du fehlt an deiner Demut zu arbeiten. Dann sagt er, kannst du diesen Bibeltext auswendig lernen, diesen, was wir gerade gelesen haben, Philipper 2, Vers 1 bis 11? Ja, alles gut. Nächste Weg traf er sich weiter, ja, auswendig gelernt. So, demütig uns selbst und dann alles auswendig gelernt. Und nächste Weg kann er dann Fan auswendig sein. Nächste Weg traf sich ein anderer Prediger mit an. Er fängt an zu wundern, was in der Welt ist hier los. Der schenkt ihm ein Buch. Checkt auf das Buch, wo demütig geworden. Und er liest für seine eine Weg, liest er das ganze Buch durch, wo demütig geworden. Er hat der ältere Prediger stehen, er ist der Jüngste und er gehört alles. Und der nächste Weg dann traf noch ein anderer Prediger an und war nachher redet von das. Und dann fängt es an, amtlich zu werden.
Und auf einmal war er an, dann von buiten deed hij alles. Aber sein Hart hat noch nicht ein Tückertje geändert, dass er demütig geworden wäre. Von buiten zei hij, yes, ik zie demütig. Ja, ik heb het Demütbuch gelezen. Ik heb diesen Bibeltext uitwendig geleerd. Ik zie demütig geworden. Aber von binnen, wie sein Hart noch krijgt so. Eine Demut kostet du nicht bematte kein Mensch. Demut ist ein Weg, was du selbst gerne kostet, wenn du weißt. Weil keiner kann die bematte demütig zu sein. Kijk mal, was Jakobus 4 verstehen sagt. Demütig jünt für Gott, dann wird er jünt abrichten. Interessant ist, dass Gott uns nicht sagt, ich will jünt demütigen für mich. Er sagt, demütig jünt selbst für Gott, aber demütig jünt für Gott. So, ich habe die Entscheidung, als ich mich will demütigen. Ich brauche nicht, aber er sagt, wann ich will, dann wird er mich abrichten. Amen. 1. Petrus 5, Vers 5 en 6. 1. Petrus 5, Vers 5 en 6. Du redt dat mens krijgt het als weer. En je rood zo ook je jonge glieden. Schekt junt no june ältestas. Je zullen alle immer reit zijn en jun uneinander en duimet te deinen. Gott ist jen de stalte. Aber de duimet je schenkt hij dat schenkt hij te rechte tijd genoden. Duimetig junt una Gott seine gewollte Hand, dann wird er junt abrichten. Duimetig junt una Gott seine gewollte Hand, en dan wordt hij junt abrichten. Diese Übersetzung, die sagt ein bisschen anders, aber wenn wir in der Königsbibel lesen, in andere Bibel, die meiste Bibel, hat das übersetzt als tragt junt de Demut an. Im 5. Vers. Tragt junt de Demut an. So, wo kannst du die Demut antrekken? Dat woord antrekken, wat hij hier gebruikt, dat is dat woord wat een Sklaaf zich te jaren tijd moet aantrekken. Een Sklaaf, wanneer hij wordt de andere mensen de feit waschen, zoals ook Jezus, hij bungt zich Kleider extra aan, maar hij bungt zich een schaaldoek voor zum feit waschen. En dat is wat Petrus hier zegt. Tragt junt deze Kleider aan. Ziet eruit, als das Bibeltext sagt, ziet eruit junt in Demut te dienen. Tragt die Kleider an, dass du der Sklave von den Nächsten bist. Wie gleich sei jeder Mensch auf dieser Welt, der ist so gewickelt, dass wir kicken sehr leicht rum uns. Wir kicken immer von uns rüt. Und das ist auch normal so, wenn wir hatten Gefühl, wir kicken, wir sehen die Welt von hier, nicht so? Aber die Bibel sagt immer wahr, denkt euer an den anderen als an die selbst. Wenn du naar de bank kommst, dat een Monat ist, oder Anfangsmonat, dat de bank zei, druk ist, und du weißt, du hast vielleicht bloß eine Karriere beim Banco Ganadero, und du sitzt, du kriegst ein fertig, ein Monat an, und die gehen auch krieg in der Bank nennen. Was denkst du dann? Wo sich nur der an und der aufmerken, dass der nennen lose gehen, oder ran sie, wo sich nur der an, wo sich sein, dass du die Tickets kriegst, dass du nicht nach einer halben Stunde länger warten bist. Wo kommt bist du? Wo sich ran der abholen, oder wo sich ran den Ticket zu holen? Ich glaube, wir sind sehr leicht, so zu sagen, ich will mein Ticket haben. Wenn ich will hier nicht nach einer halben Stunde länger warten. Die Bibel merkt uns immer wahre Mut, check, dass der andere verabkommt. Trag die Kleider an, dass du den zien deiner wirst sein. Nein, aber ich würde mal gleich, dass dein mal wird so zu mir sein. Und die Bibel sagt, war dein den anderen. Auf Epheser sagt, zieht jünt jeden sie dich uinadon. Eins mal gleich wieder sagen, oh ja, der Früh soll mir uinadon sein und die Kinder sollen mir gehorchen, wie gleich diese Vers sagen. Aber der ganze Aufschnitt von dort, dass die Kinder mir gehorchen sollen, dass die Früh soll mir uinadon sein, wie aus Männer, sollen dort weiter, dass der Aufschnitt fängt damit an, wo der sagt, sieht jünt jeden sie dich uinadon. Und dort gleich wie einmal gleich zu sagen, dass wir unsere Früh uns unerstellen können und sogar unsere Kinder. Ja, wir haben das, wir sind halb in den Familien, wir sollen dort gesund, fairerweise lernen, aber das bedeutet nicht, dass ich an mich unerstellen kann und mit einem Taub in Connection kommen. Wenn wir Männer einmal bloß von Buben aufkicken,
dann wird der Life und die Connection wahrscheinlich in Einheit nicht so passieren, als sie soll. Damit ist einfach eine Einstellung, die die Kurs haben. Die wird die keiner bemerkt kennen. Das wäre sehr interessant, Gott, was er deed. Gott hat, als de Israëlieten in de Wüste waren für 40 Jahre, dann merkt er einen Weg von Leben, dass wir eine perfekte Demut stellen. Und dass jeder Tag kommt Manna rauf und wo da geht es bloß, wo er das geben wird. So dass wir 100% abhängig von Gott, was zu eten und was zu trinken. Und wie weiter das eten und trinken, das ist eine von den ersten Neidigkeiten, was ein Mensch braucht. Und was an zijn Hunger stellen, ja, dat wir als Mensch, als Körper wiederleben können. So, hij gaf ent dat Mana und hij gaf ent Water. Und Lothar gaf ent noch Weich von Fleisch und so weiter. Aber all das merkt het 100% abhängig von ihm. Wo sind wir als Personen vielmal gesahen? Wie sind sie gesahen? Ich will mir das nicht schenken lassen. Ich will mir das selbst verdienen. Ik zelfs voor arbeiden en dan wordt mij dat mijn eten geven en daar. En arbeiden is een fijne aanstelling. Ik zie niet in de aanstelling. Maar we zijn zeer gezanen dat ik word en dan word ik en dan word ik en dan wordt dit passeren. En God draait dat beeld 100% om, zegt dat ik wil je eten schenken. En ik wil je water geven en ik wil je de duifjes schenken. Dat we een school waar ze kunnen dat aannemen en zeggen, oké God, we zijn duimütig, wie ben je ons verder dienen. Weet je wat ze nog 40 jaar geleerd hadden? Keine Demut. Hadden dat immer noch nicht begrepen. Dat ze hadden 40 jaar eine Demutschule gehad, hadden de Schule bloß noch nicht, den Test noch nicht überstanden. Wenn das Wort hier in der Bibel, wenn das hier sagt, demütig selbst, oder Wort demütig für Gott, weißt du, was das Wort demütig hier bedeutet? Das ist ein sehr besonderes Wort. Das bedeutet Demut. Dat is wat het bedeutet, Demut. Krijg dat. Vielmaal wel we dan nog een beter woord vinden, maar dat krijgt wat het bedeutet. Dat bedeutet demütig voor God. Dat is niet voor zeker arm te zijn, of voor zeker van buiten abgemerkte Demut. Dat is een hartesinstelling, wat du en ik aan zijn schade kennen. Abraham en Lot, in 1. Moses 13, vers... dat ganze Kapitel redt von der Geschichte, wie 1. Mose 13, wir wollen das nicht lesen, aber das ist ja Abraham und Lot, sein Sobrino Lot. Sie woonden taub und sie waren sehr reich, sie hatten sehr viele Tiere. Und der Hords von Lot seine Hords und Abraham seine Hords, die streiten sich immer weiter. Und Abraham geht nur sein Sobrino und sagt, wir wollen uns nicht streiten. Wir wollen lieber uit Nein tragen, dass wir können uns einig bleiben. So, du sind erst diese Einigkeit, was Abraham noch kicken hat. Wir werden uns nichts hanken. Und dann gehen sie ein bisschen hecher und bekicken sich das Land. Sie kicken Sieden, sie kicken Norden und sie kicken, was du alles ist. Und Abraham, wie der Onkel, Abraham hat können sagen, so, Lot, wenn ich nu der Onkel sehe, wenn ich Allah siehst du, wenn du mich respektieren sollst, wenn das so und so ist, wo ich mir nicht das Land steck wählen, was ich will. Und wenn ich es gewählt habe, dann wo wir das eben blieb soll für die Leute. Wo das Abraham? Krijg umgedreht. Abraham sagt, Lot, ich sehe deinen Onkel, du kannst zu ihr wählen. Wähl die, was du weißt. Und der Lot, der kickt sich an, und diese kann später Water. Ich will du handreichen, wo besser Water ist, als an der anderen Kant. So, er wählt sich die bessere Kant nach seinen Augen um. Und dann geht Lot nach seinen Kant, und Abraham ist wieder in Gemeinschaft mit Gott. Und weißt du, was Abraham sagt? Was Gott Abraham sagt? Ich will dir das alles geben. Das ist, was Gott Abraham sagt. Ich will dir das alles geben. Das ist ein perfektes Bild, wo Gott schaffen hat. Wenn ich sage, ich will mich nicht zanken mit meinem Sobrino, ich will ihm das Wohl geben. Wir wollen uns fern behandeln. Und Abraham lässt das beste bei Land gehen. Und es steht dort, er wenige dabei hat. Sagt Gott mit der Zeit, wo ich dir das alles gebe. Ich will dir das alles geben. Und Gott erhebt Abraham. Und das wird in deinem Leben auch passiert. Wenn du bereit bist, die raufzulassen.
Wenn du reit bist, den anderen die je alleen hat gegeben. En nicht immer nur den ene Fleisch, nicht nur den ene Eck, nicht nur den ene Gefühl zu checken. Dann wird Gott sagen, ich werde die erheben. Die Bibel ist voll von das. Wer allemaal steiner wird sein, der wird über die andere gesagt worden. Wie würde glauben, wenn ich mir was über die andere appellaren abzukruipen, seine de boven te zijn, dann wo ich toen abgesagt worden. Nee, die Bibel sagt, wer allemaal steiner ist, den wo ich absaten. Vers 5 bis 11 sagt es dit. Sie könnt einander so sein, als Christus Jesus selbst wir. Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. So, wie wollen Jesus in Beispiel bechecken? Wir können von Jesus lernen, wo demütig zu sein. Sieht so sein, als Jesus Christus selbst wir. Und wie weiter dann vielmal, wie Jesus wie perfekt, er wird betun durch. Und dann haben wir eine ganze Botschaft gehört, dit wat u alles zal doen en dit is Jezus wie in mijn leven zal nu krachtig zijn als Jezus. En alles wat ik antwoord is, dat ik verstoor niet als mens krachtig te zijn als Jezus wie. En dan wordt ons janken dat die hond ook te zien schmieten, ons wel te zien schmieten, waar we dat alles gaan laten. En nee, Jezus is zo dat hij zegt, wanneer ik me door nen laat, wat hij voor mij gedaan heeft. En ik dat verstoor wat hij mij gedaan heeft. En ik een arm zie, dan geeft hij mij de mogelijkheid ook dat nooit te vallen. Ook dit nooit te gaan. Zo ziet zo je zijn als Jezus Christus zelfs weer. Jezus weer van zijn natuur her Gott. Aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt vorstellen muss. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle glauben, dass Jesus Gott wird. Er wird Gott sehen. Und wenn er Gott sehen wird, dann wird er Gott. Wir sehen das alle in im Neuen Testament, auch als Jesus uitgevraagd wordt, verder hij nog een kriets heeft, dan vraagt hij hem, wer bist du? Und dann sagt Jesus, ich zie. Und von Juden, wenn er sagt, ich zie, dann bedeutet er ist Gott. So Jesus ist Gott. Und Jesus wird Gott. Aber er nimmt das nicht so an, dass er das vorstellen muss. Stell dir vor, du lebst in dem Palast von den Palacios. Er lebt ab, wo die Gasse von Gold wird. Und dort wo alles vom Besten wird. Und er leitet sich in ein kleines 14, 15 Jahre Mutterlief nennen. Stell dir vor, von den großen Himmel oder von der Allermajestät leitet Jesus sich so weit rauf, dass er in ein Mutterlief von Maria nennen kommen würde. Er leitet sich rauf. Er hält das nicht, dass er diese Natur muss von Gott sein. Dort sagt, die Bibel sagt, Jesus mögt sein erstes Wunder mit 30 Jahren, als er auf der Kass wird. Einmal wird dann von ihr redet, vielleicht hat er als Kind auch ein Wunder getan. Das sagt die Bibel nicht, so wir wollen nicht über das reden. Aber er leitet seine Natur, Gott zu sein, einfach Tag. Er sagt, ich will einfach als ein Mensch abpassen. Mit Weide, mit Gefühlen, wo Menschen mit Weide nicht kennen. Jesus hat am Kreuz können sagen, und das sagt die Bibel, er hat können in ein Nu, die in diesen Engel ropen, wo am dann von der Stadt wurde weggeholt haben. Aber Jesus leitet seine Natur, Tag, Gott zu sein. Er nimmt einfach unsere Weg von Leben an. Er tragt sich dort so aus Gott seinen uit, und nimmt eine Gestalt an als ein Knecht, das ist viel mehr als bloß ein Mensch. Er nimmt die Gestalt an als ein Arbeiter, als ein Diener, als ein Sklav, und wird so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. So Jesus mehr als bloß ein Mensch war, er war der Diener. Er war der Diener von der Diener. Das weiß er, indem er Feitwasche deed. Er wascht sogar seine engsten Menschen, seine Jünger, wascht er die Feit. Hexens hadden nicht mal die Jünger gebraucht Feitwaschen, die hadden sich nach einem anderen Sklaven annehmen, wat all ernt wurde Feitwaschen. En nee, en er steht dat ze zich een andere Sklaven aannemen, wat ernt alle de feit was, wordt hij allem de feit. Hij demütigt zich zelfs. Hij leidt zijn Gott seine Tag. Hij wordt de Diener van ons. En dan zegt het, demütig mögt hij zich gering en wordt gehoorzaam bij hem dood. Jo bij hem dood en kriets.
Hij leidt sich einfach rauf von selbst, dat hij gehoorzaam wordt bij dem Kreuz. Voordat du wir kein Mensch auf dieser Erde, wat zo'n klare, dus kein Mensch auf dieser Erde was, wat zo'n klare Raub hat, als Jesus für wat hij auf diese Welt abkommt. Und sein Raub auf diese Welt zu kommen, wird ihm sterben. So einfach ist das. Sein Raub wird, dass hij sterben wird kommen können. Und weet je wat, wenn du und ich, wenn wir sagen, ich will ein Diener von Jesus Christus sein, ich will Part sein, ein Soldat von Jesus Christus, ich will Part sein von dieser Armee, die für Gott anstehen hat. Weet je wat, wenn ein Soldat im Kirchen geht, ein von den ersten Gedanken, wann erste Gedanke, was jemand mit kämpfen oder mit arbeiten, wenn er im Kirchen angeht. Das kann sein, dass er nicht Leben nicht kennt. Wenn du sagst, du abseinen dessen sagst, ich will einer sein von denen, wo Jesus liegt, ich will einer von den Deiner sein, ich will einer von den Soldaten sein, ich will Port von seinem Reich sein, dann unterschriftst du ihn, sagst, ich sehe okay damit, nicht zu leben. Und in Wirklichkeit sagt Paulus hier ganz klar, du lebst nicht mehr ich, sondern du lebst Christus in mir. Aber das nu lebt nicht mehr ich, das jetzt so weit, auch dass ich reut sie, diesen Körper, das ehrliche Leben für Jesus in der Herrlichkeit aufzugeben. Er wird gehorsam bei dem Tod, bei dem Tod am Kreuz. Wo dankbar ich bin nicht sein, dass Jesus diesen Weg bei dem Tod gehen hat für dich und mich. Wo dankbar ich bin sein, und weißt du was? All Hunderte und Tausende Männer und Frühes Gottes sind gehorsam auch gewesen bei dem Tod. Viele haben Jesus so neu gemerkt, dass sie predigte so klar das Evangelium, dass die Kopf aufgeschnitten wird, dass sie ihre Kopf gekreuzigt wurde und dass sie einfach sich hingeben bei dem Tod, wenn sie Jesus folgen hätten. Aber weißt du, was dann der nächste Vers sagt? Wenn wir bereit sind, uns zu demütigen, ganz bei dem Latzen, ganz bei dem Tod, das alles zu geben, dann sagt der nächste Vers, da hat Gott am Hoch gehoben und haben einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Das ist ein Prinzip Gottes. Jedes Mal, wenn du Demut hast, dann hilft Gott ab. Und in deinem Leben kannst du das Krieg so anwenden. Du kannst die Demut für Gott und Gott wird die abheben. Du brauchst sie nicht selbst abheben. Dann sagt der Tier Vers, im Namen von Jesus sollen sich alle Knien im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beten. So der Vater sagt, dass wir alle, du und ich, wir wollen uns beten. Mit Welle oder ohne Welle. Aber zu guter Letzt wird sich jeder Knie für Jesus Christus beten. Schön ist, wenn wir das neu kennen. Und wenn wir neu kennen, sagen, ich sehe bereit, mich zu beten für Jesus. Und alle Zungen sollen zu Gott seine Ehe bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus, zu Gott seine Ehe bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ich sehe so bewegt von diesem Text, oder diese letzte paar Vers. Das sind Vers, die mir all von der Jugendzeit, als ich den mal das erste Mal lese, die da mal verstehen kann, sind Vers, die mich bewegt haben von der Zeit an und was mich move und was mich von der ersten Tag nach dem Gehen holen. Das sind Vers, die ich nicht von mir selbst festhalten. Von meinem Fleisch, von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken. Dein Fleisch und mein Fleisch schafft sehr ziemlich überein. Wir gleichen immer das Scheine festhalten. Du nicht zu checken, dass mir das was Geld kann. Du nicht zu checken, dass ich will genug zu eten haben. Und die Bibel sagt sehr klar, viele merken, bockt in Gott. Viele merken, gefeilt in Gott. Viele merken, sexuelle gefeilt in Gott. Sie haben das alles viel höher. Aber schön ist, wenn wir diese Sache, das Fleisch zu siedeln kennen und sagen, ich will mich beten, bloß einzig für Jesus Christus. Und ich will demütig sein. Das ist nicht bemord, dass ich die bemord, aber wie uns jeden sie dich niemand schuldig merken, hey, du musst so demütig sein, du musst das noch ein Jahr sein. Das ist deine Gotteseinstellung. Wo deine Demut ist. Amen. Ich mag Werner Kreu, wir wollen Abendmahl haben.
die willen Gemeinschaft haben. En ik vond dat van jou verschijnt deze boodschap, waar die aanleiden dat in dat avondmaal. Dat is dood van Jezus Christus, zo fijn beschreven. En ik wil vragen dat we nog eenmaal den tekst van, waarin ik kon laten dan dat ze aanleiden zijn wel, ik weet niet gelijk wat hij gepland heeft. Maar ik wil deze laatste 6 vers, dat we die nog eenmaal voor den Schluss van deze predigt taub lezen dan. En laat er einfach in die gaan. Von 6 bis 11. Lees mit mir taub. Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber dort sag soll an, dass hij dort mit Gewalt vorstellen muss. Hij trug sich dort so aus Gott seinen uit, nahm eine Gestalt an als ein Knecht und ward dadurch so wie Menschen, geboren als ein Mensch. Deimütig mög hij sich gering en ward gehorsam betten dood, jo betten dood Kreuz. Daarbij heeft God hem ook hoog gehoven en hem einen Namen gegeven, der über alle Namen steht. Im Namen von Jesus sollen sich alle Kneien im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beten. Halleluja. Halleluja. Einig. Wir sind uns alle einig geworden, der letzte Weg für die Kolonie zu beten in Bolivien. Mennonite Kolonie. Ich glaube,